Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Und jetzt wollte ich erstmal diese furchtbare Musik rauskriegen, bevor ich jetzt erstmal meine Sache aufstocken lasse. Ihr seid's. Wer überhaupt soll erneuert wäre, Ackermann. Also zuerst mal die Orakelklaue hätte ich ganz gern zu einer Tarantelklaue aufgemotzt. Dann aus Gasharpune mach Dämonenspeer. Aus Schuppenaxt mach Insektenbeil und aus Dämonenflegel mach Schorfpeitsche. Git. Okay, das wär's dann soweit. Dann würde ich sagen, die Gretel behält erstmal das Ding und ich nehme mal erstmal das Insektenbeil. Da kann die ja schon mal die Peitsche hochstufen. Und ich mag noch ein Lebenswässerle kaufen. Und dann müssen wir noch Südweste zu den Schicksalsberge. Wahrscheinlich direkt neben der Säuremine. Moment, Quatsch, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte Lebenswässerle. Okay. Dann haben wir ja auch noch was gekriegt. Als Lieblingsspielzeug von unserem guten Kumpel haben wir jetzt hier die tolle Lufti-Trommel. Und da kommt er wieder Argschosser. Eigentlich würde ich ihn ja am liebsten Pixeli nennen, so pixelig wie der ist. Okay. Auf Start die Karte, hat er gesagt. Oh. Das sollte ich eventuell mit L und R verändern. Das ist etwas besser. Wobei die Grafik hier auch zu wünschen übrig lässt auf dem Emulator. Aber das ist auf jeden Fall schon mal etwas übersichtlicher hier. Wir sind hier. Alle hopp. Gut. Ja. Die möchte ich jetzt nehmen hier. Okay, Schicksalsberger. Es sieht so aus, als müsste man dort hier. Weil hier ist, was Tempeliges. Und hier sieht es bergig aus. Und da ist noch ein Tempelchen. Da gehen wir doch auf jeden Fall mal hier. Und überall, wo grün ist, kann man auch landen. Wie sieht's dann hier aus? Willkommen in Destinia! Oh, dankeschön. Manche bewahren den Weg zum Gipfel. Ich hoffe, dass es Luna gut geht. Ah, Luna. So. Klingt doch Mond. Steig den Berg rauf, bis er zu einer Höhle mit unzähligen Monstern kommt. Die Höhle nennt man der Nachtpalast. Okay. Scheint wohl etwas mehr zu geben. Nachtpalast und Luna klingt doch interessant. Gucken wir da erstmal, was ihr hier habt, ihr Leid. Hexenfetisch. Das klingt doch schon mal sehr gut. Also jeder, der einen Hexefetisch hat, ist doch etwas pervers, aber so what. Da holen wir jetzt auch noch einen Zauberumhang für alle drei. Und wow, das kostet mittlerweile auch ohne Ende hier das Zeug. Und für der Ackermann und die Helga gibt es auch ein Elfe-Diadem aber drauf. Okay. Gewitterdunner Keitel, also es wird langsam echt teuer hier den Schampel zu kaufen. Dann kleiden wir uns nochmal Ei. Elfendiadem, das bringt immer hier 6 kühle Rüstungspunkte mehr und das bringt 4 mehr, der Hexefetisch. Und das bringt uns, huiuiui, das bringt ja schon mal ganz schön viel. 26 insgesamt. Ja, ich unrechne, das dauert immer eine Weile. Elfendiadem auf der Dates drauf. Hexefetisch angelegt. Und der Zauberumhang angezogen. Und jetzt noch du. Das kann ich leider nicht haben. Aber der Hexefetisch, der gehört dir. Und deshalb bessert's auch. Perfekt. Jetzt können wir unseren alten Kruscht verkaufen. Oh, und zwar der gute Kristallring. Den können wir jetzt 3-mal verkaufen. Jeweils für 800. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das ist doch schon mal echte Wort. Der Tigermantel für 4250 und der Tigerbikini für 4732. Dann kann sich die Händlerin dann anziehen, den ich sage. Erlaub. Und dann bleibt nur noch die Kappe übrig. Die Tigerkappe. Das arme Tigerle, was davor gestorben ist. Ach ja. Und dann haben wir uns jetzt gut eingekleidet. Und wir können weiter rücken. So nebenbei. Okay, dann geht's hier noch weiter. Oh, du hast der Berti. Und ihr wollt wirklich auf den Berg kraxeln?
Wenn ich auf so ein neues Verrager, Mann. Haben wir schon alles erledigt. Sorry, Mann. Luna, unser Assistent Ranul, leben in einer Höhle auf dem Gipfel. Okay. Und ihr seid wirklich um weiße Drache hierher geflogen. Ich denke, das müsste jeder gesehen haben, als mich das Vieh hier unmittelbar rechts von euch rausgelost hat. Also, das sollte man eigentlich gesehen haben. Oh, was bist du nur für ein Eierkopf? Von überall kommen die Menschen, um unser berühmter Tempel zu sehen und auch unser berühmter Riesenschädel. Alter, der Herr Wasserkopf, noch so einer. Bleib stehen, du Wasserkopf. Der Mana-Bar mixt im Krater vom Nebelvulkan, vom Zentrum von der Welt. Mana ist mächtig, aber nicht allmächtig. Die Menschen haben ihren Glaube verloren und Mana verliert die Kraft. Oh, das klingt nicht so gut. Von nur Elmark lese ich euch aus der Hand, ne? Dann eben nicht. Jetzt wird man noch von der alten Leita gebettelt. Geht's noch? Aber bevor wir hier speichern und noch nichts wirklich passiert ist, gehen wir nochmal hier den Tempel hoch. Und was sagst du Eierkopf als Bücherwurm? Meister Luna lebt auf dem Schicksalsberg. Und du hier? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frucht. Klau doch mal von einem anderen Poet. Und du? Der Tempel stammt aus der Epoche vom großen Mana-Krieg. Die Orbs im Inneren vom Tempel enthalten alte Aufzeichnungen drüber. Unser Weise nennen die Orbs Video-Orbs. Ja, weil ihr könnt ja auch alle Latein und Video heißt ja ich sehe. Wollen wir nicht unserem Orden beitreten? Boah, nee, lass mal. Also, Sektor und so ist nicht so toll. Aber wie cool die Gegend hier im Hintergrund dargestellt ist mit dem Wald und mit dem Fluss, das hat schon echt was. Und du, Opa? Ich denk, also bin ich. Ach du Liebe-Zeit. Lauter so verkappte Philosophe hier. Berg der Philosophen haben wir hier. Oh, hier sind viele von den Video-Orbs. Piep. Der funktioniert nicht. Die Geräusche muss ich nicht machen, die hört man ja. Huch! Explodiert! Du, der Mana-Drache, er hat die Festung zerstört. Und jetzt kommt er auf uns zu. Oh, das geht nicht so gut. Wir müssen sparsamer mit der Mana-Energie umgehen. Sparsamer? Blödsinn. Die geht uns nicht aus. Ausgehen, die Mana-Energie wird uns niemals ausgehen. Ziemlich hochmütig, die Leute. Wunderschöne Geräusche. Es wird von morgens und ich bis heiter im Süden von Osten starker... Alter. Und was haben wir hier noch? Waffen auf Befehl von Lorimer, Bombe auf Ziele vom Imperium. Zuvor in einer Nacht- und Nebelaktion Lorimars Hauptstadt attackiere. Oh je. Yeah. Und hier? Wenn wir gleich wissen, ab die letzte Zahlenkombination. Alter Falter. Aber das klingt irgendwie, als gäbe es doch mal früher Hochkultur, die unserer Zeit gar nicht mal so und unserer Technologie gar nicht mal so unähnlich war. War, ja, dumm gelaufen, die Sache. Und vor allem brauchen wir hier auch wieder die Axt und unsere andere Waffe. Das beunruhigt mich jetzt etwas. Oh, ja, vielleicht gegen den Eierkopf hier. Ich bezweifle, dass der Wahrsager Luna euch heute empfangen wird. Warum? Ich will mit dem Hansel retten. Ich habe meine ganz Mühe gemacht, hierher zu flattern. Da kann sich der Quarkkopf hier auch mal Zeit nehmen für mich. Wie sieht's dann aus hier? Ist hier eventuell auch noch was ich versteckt nicht gesehen habe? Nee. Okay, tatsächlich nichts. Na gut. Dann halt nicht. Dann eben nicht. Dann gehen wir hier weiter. Und das dann eben nicht ist übrigens nicht aus The Simpsons, das ist tatsächlich aus dem Asterix. Asterix und Kleopatra, dieser Knecht, der beim Pyradonis assistiert, beim Kuchen mit Arsen. Und darüber etwas Salz. Nein, warum nicht? Ach ja, herrlich. Traumtulpe Level 5. Ja, hätte ich wohl gern, dass ich einschlafe, du blödes Vieh.
Aber das erinnert doch wieder sehr an die allerersten Gebiete um der Elfenteich. Mit der Traumtulpe hieß das Ding auch noch. Und mit solche große Wäfze wieder. Ach ja. Das ist so wie im ersten Gebiet. Und die Musik ist auch so schön. Und alles wieder drauf aufgeschnut. Wie die Traumtulpe und das andere Biest, was ich auch noch den Namen brauchte für. Oh, jetzt ist es gepeitscht worden. Oh, aber kräftig gepeitscht worden. Und ja, gegen den Ackermann bringt es anscheinend nichts, die Traumtulpe. Und Traumtulpe ist erledigt. Das ist er allerdings. Ach man, sind die so blöd. Jetzt gehen wir aber erstmal durch rein. Ah, na, der Herr Gesicht. Einfach nur ein gigantisches Gesicht hier. Wäh. Satans Maske ist erledigt. Die sehen aus wie die Trolle bei World of Warcraft. Okay. Hier sieht's auch tempelig aus, aber die Ritter hier, die sehen doch auch schon ein bisschen anders aus. Schwarz und Violett. Was ich persönlich auch eine ziemlich coole Farbkombi für Schatten finde. Gucken wir uns doch erstmal um, was es hier so Schönes gibt. Da anscheinend nichts. Und hier ein Ninja wieder. Aber hier geht's auch weiter. Und da brauchen wir sowieso die Axt. Ich glaube aber, da kommen wir noch nicht durch insgesamt. Deswegen renne ich gerade so ein bisschen durch. Heinz ist klein. Na toll. Ja. Und da kommen wir auch noch irgendwo durch. Lass mich durch, ich bin ja Ackermann. Und wie sieht's dann hier aus? Irgendwas habe ich aufgemacht. Gewitter erleid. Da können wir auch noch durchsausen. Also ich glaube, wir können noch bis zum gewissen Punkt hier. Ach scheiße, das bringt nichts. Da brauche ich echte Heilkräuter dann. Gretel erreicht Level 35, genauso wie der Ackermanns Heinz. Da ist noch was. Und zwar 1000 Goldstücke. Die nehme ich doch immer wieder gern. Und auf sie mit Gebrüll. Helga erreicht Level 35. Ausgezeichnet. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass ich da wirklich durchkomme. Sicher bin ich mir da echt nicht mehr. Boah, Helga. Gerade Level und immer noch genauso dumm wie vorher. Weiter geht's. Also ich bin mir echt nicht mehr sicher, ob ich da schon durchkomme. Aber ich kann es mal ausprobieren. Nee, da geht's anscheinend auch nicht wirklich weiter. Hopp, Mädels. Hier hoch. Und dann hier durch. Und also weiter. Wieder im Bandbereich. Ich bin mal gerade echt nicht sicher, ob ich den Tempel jetzt schon erledigen kann, aber ich glaube echt nicht, dass man den jetzt schon machen kann. Naja, probieren wir es doch einfach mal. Walnuss ist zu viel, aber das ist sehr cool, dass die Viecher Walnüsse geben. Gucken wir da gerade mal hier rein, bevor wir mit der Peitsche rüberspringen. Ne, nur zweimal die Satansmaske. Und die können Fledermäuse gebären. Alles klar. Warum nicht? Dich brauchen wir jetzt gerade mal. Ach nee, Moment. Du musst ja erst nur einer Wachse hier. So rum war das. Okay, dann gehen wir an dem noch schnell vorbei. Solange der nicht aufpasst, der Hansel. Und da oben ist nichts. Und hier können wir aber durchgehen. Aber das bringt uns auch nicht weiter. Aber hopp. Das heißt, wir müssen da wieder zurück. Aber ich steht sowieso Sache beim nächsten Ruhepunkt oder so, mache ich hier eh einen Cut.
Ja, machen wir doch gerade den Ritter hier fertig und dann kann ich hier meinen Cut setzen. Und Droh von der Wetter. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee. Ich hab noch 5 Minuten, ihr liebe Leute. Ich hab's eben erst gesehen. Gerade eben nochmal die Aufnahme gecheckt und gesehen, dass ich eigentlich noch 5 Minuten habe. Von daher absolut kein Thema. Können wir weiter hier durchrennen hier im Nachtpalast. Oh, Helga, du dusselige Kuh. Also die NSCs, schrecklich. Ohne Witz, schrecklich. Dumm wie Bohnenstroh. Jetzt habe ich hier noch mit meinem Äxte durch, wenn die Krähe die nun schon Feuer erledigt. Okay, für den hat es zumindest noch gereicht. Und den kriegen wir auch noch platt. Komm her, du. Krähe, machen fertig. Oh Mann, Mädel. So. Aber ich bin mir echt nicht sicher. Ich habe wirklich gedacht, dass der Nachtpalast erst nochmal wann später kommt. Genau. Dass der noch nicht jetzt kommt. Müssen wir nochmal checken. Warte mal. So müssen wir durch. Und nee, da müssen wir wirklich was drücken. Das heißt, wir müssen erst einmal da lang, oder? Nee. Dann war das da. Und so. Und dann da over links. Ja, da führt es aber hier. Genau. Sehr schön. Jetzt können wir wieder dort hier, wo wir ursprünglich hergewatschelt sind. Das heißt, jetzt können wir wieder von dort aus. Und jetzt können wir wieder hier. Und den ganzen Schampelweg eigentlich wieder zurück, den wir gekommen sind. Moment, da war auch vorher verschlossen. Genau. Sehr gut. Und jetzt ist hier der Weg frei und drin finden wir ein Klauenorb. Nicht verkehrt. Okay, komm. Die Maske geht auch noch. Gut. Ausgezeichnet. Ja, den Ritter haben wir mitgenommen. Oh, hoppla. Entschuldigung, ich wollte nicht stören, Kumpel. Moment. Oh, ich und meine Orientierung, verdammt nochmal. Das war dann so lang. Oder? Bin ich hier überhaupt noch richtig? Ich glaube, so lang dann, oder? Oh nee, verdammt. Alter Latz, also ich und Orientierung mal wieder. Dann vielleicht doch so lang und das war der ursprüngliche Weg. Ja, ich glaube doch. Lost the Ninja in Frieda. Dann haben wir so den Schalter schon gedrückt, ja, das passt soweit alles. Entschuldigung. Oh Mann. Aber das ist so blöd, wenn man dieses... wenn man das Kratze im Hals schon hat. Gewitter erleid. Und jetzt die Satansmaske. Komm, an dir muss ich meinen Frust auslassen. Hier und die Fledermaus. Und die ist auch geplatzt. Ausgezeichnet. Leute. Oh, ja genau. Rennen wir genau da hier zurück, wo wir beim ersten Mal krank gehorcht, du Kuh. Oh Mann, die Leute. Ich sag's euch. Also die sind echt so blöd, um aus dem Bus zu winken. So, ja. Ziehen wir so magisch mit, indem sie hergezerrt wird. Also sowas Blödes. Das ist der Riesenmanko von dem Spiel, der wirklich den Spielspaß dann trübt. Das ist wirklich dieser Quatsch hier mit der KI, dass die so dermaßen dämlich ist. Und hoch. Und so. Und dann geht hier die der auf. Und jetzt nochmal den ganzen Weg zurück, Suppler. Und irgendjemandes Waffenlevel ist gesticker. Heinzens Waffenlevel ist gesticker. Axt erreicht Level 5. Sehr schön.
Gut. Dann würde ich aber nochmal sagen, wir gehen trotzdem nochmal zurück auf Anfang. Und gehen wir jetzt auch nochmal durch. Also sorry, ach, mit dem Cut jetzt so drin. Ich hab's echt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe echt gedacht, das wären schon die 20 Minuten gewesen. Die dürften mal so jetzt in etwa erreicht haben, die 20 Minuten. Aber ich mag auf jeden Fall noch dort hier, wo wir hin müssen. Und deswegen wird es jetzt noch ein paar Minuten dauern. Oh, der ist schon... Ah, ich höre, da hätten sie kaputt geschlagen. Na gut. Weiter geht's. Eigentlich ist es ja auch hier nur ein Versuch, um zu gucken, ob der Nachttempel jetzt schon funktioniert. Weil ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Ich glaube eigentlich noch nicht, dass der funktioniert, aber okay. Wenn die halt meinen, dass dem so ist. Nee, Quatsch. Andersrum. So rum muss ich. So rum geht's. Und do dann die Lücke durch. Quatsch. Oh, was mache ich? Dann war ich doch richtig. Ich und Orientierung, ihr liebe Leute. Ich und Orientierung. Also wenn es irgendwann wohl Orientierungssinn irgendwo in einem Markt gibt, Grabscher ist erledigt. Dann würde ich mir die auf jeden Fall kaufen. So, jetzt gehen wir da auf jeden Fall nochmal durch. Lassen die Grabscher in Friede. Oh, ihr seid doch so dumm, Mann. Ihr seid doch so dappig. Oh, Mann. Bei euch kennt man auch meine, wie es in Terranigma gesagt, denn ihr seid als Kind vom Wickeltisch gefallen. Gewitter erleid. So, jetzt stinkt's mal. Ach. Och, Mädler. Ich renn grad aus und was machen die? Die rennen gegen das Loch. Genau. Das ist mal erst die Reaktion. Wenn er rennt grad aus und versucht zu fliehen. Und was machen die anderen? Nee, die rennen gegen das Loch links. Also sowas Dummes. Alla hopp. Sieht aber aus, als käme er hier tatsächlich noch durch. Okay, dann wird es halt heute nochmal ein klein bisschen länger. Ich mag da auf jeden Fall jetzt nochmal durchmarschieren, bis ich mal sicher bin, dass ich da kurz vorm Endgegner gerade stehe. Das muss jetzt einfach sein. So. Blutgranate Level 5. Hör auf mit so einem Käse. Gut, dann habe ich zumindest noch zerrobbt. Und er hat nicht viel Schade gemacht. Chaosritter ist erledigt. Okay. Das klingt schon immer viel böser, wenn dann Chaos davor steht und nicht Nachtritter oder sowas. Ich hätte mir jetzt den Namen Nachtritter clever. Aber na gut. Sind's halt die Chaosritter. So haben wir nichts mehr. Alle hopp. Dann hinterher ihr blöde NSC. So können wir noch zu der Grabscher rüber. Und da noch. Sehr schön. Alla hopp, dann würde ich sagen, ich mache hier meinen Cut. Und wir sehen uns morgen dann wieder zu Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.